Ich glaub, wir sind jetzt dran, ja, da haben wir nichts dagegen. Und ich begrüße jetzt die Leute und jetzt probieren wir's mir drei einmal ein wenig. Ja, zum Gstanzelsingen brauchst du ein Hirn, ist ein uralter Brauch und das Hirn, was bei mir nicht im Kopf gehabt hat, das trage ich am Bauch. Und ich darf mir gehen, die zwei der Blecker, ja, da geht's kein Gerät. Wenn ich auch der einzige Oberpfälzer bin, aber ich fürchte euch zwei nicht. Ja, wenn ich das so anschaue, Heinz, singen wir zu dritt, links und rechts eine Dorne und die Rose in der Mitte. Ja, gell, ich brauch keine Atomkraft und keine Kernenergie, weil wenn's mir beim Hirz singen reißt, ist der Erdäpfelkraut und der Beff noch halt hin. Eins möchte ich noch singen, was ich euch singen mau. Seitdem dass ich Renate kenn, bin ich um meine Schwiegermutter auch wieder Frau. Ein kleines bisschen Gstanzl singen, das macht mir kein mehr. Da sitzen zwei so schöne junge Dirndler, die hat's mir lieber wie ihr. Wir haben eine blonde Musikantin und ich bin schön braun und auf die zwei alten Esel, da braucht's gar nicht hinschauen. Du hast davor die hübschen Mädel so gesungen, Hubert, das sag ich dir gleich. Da brauchst du gar nicht hinschauen, weil die sind bei mir heute als Bodyguardinnen dabei. Aber daneben sitzt deine Angetraute, schau noch grad her, geht der soll herkommen, den Hauslätschen recht her. Du hast der Gstanzl gesungen und das hab ich gut gehört, aber ich sag das ganz ehrlich, die zwei Geschosse waren ein paar Watschen schon wert. Ja, gell, aber dann noch die Nachwirkungen, das war einmal leer. Da hättest du 3 Wochen Hausarrest und es gab kein Taschengeld mehr. Wir müssen pausieren, so schaut die Sache aus. Wir singen schon so lang, das halten die Leute vorm Fernsehen gar nicht aus. Ja, dass sie ein wenig gefallen hat, ja, das glaube ich schon, weil mein Opa hat ihr zuerst zugeredet, als Ohrwaschelei da. Und unsere Musikantin, die lässt man hochleben und ich darf sagen, der darf man noch einen gescheiten Sonderapplaus geben.